Servus, ich bin die Brigitte und mein Kanal heißt einfach Leben. Ich gewähre dir heute einen Einblick in meine Morgenroutine. Wer ich bin? Ja, ich bin YouTuberin. Du siehst, dass ich muss selber lachen, aber ja, eigentlich ist es so. Ich bin eine, sage ich immer, ganz normale Frau, Mitte 50, und ich hatte vor einem Jahr oder so einfach mal die Idee, einen YouTube-Kanal aufzumachen. Hier siehst du mich bei meiner täglichen Gymnastik mit Burpee Girl. Das ist eine, glaube ich, amerikanische Fitness-YouTuberin, die ganz viele Videos hochlädt, die alle um die 30, 35 Minuten sind. Das ist sie. Ja, und es war jetzt gelungen, wenn ich sagen darf, ich mache es jeden Tag, aber ich schaue schon, dass ich so 5 Tage in der Woche, vormittags jeweils, meine Gymnastik mache. Ich habe gemerkt, dass man schlicht und einfach unglaublich gut tut, und wenn man mal ein bisschen einen Schlendrian einbringt, ja, das mit heute habe ich keine Zeit und morgen freut es mich nicht, das ist ein bisschen ein Selbstbetrug. Und genauso wie man sich an regelmäßigen Sport gewöhnen kann man sich halt auch an Faulheit gewöhnen. Und da mir der regelmäßige Sport besser tut als die Faulheit, ja, schaue ich, dass ich es halt mache. Auch wenn es mich mal nicht so gefreut, aber meistens gefreut es mich richtig. Du siehst ja, ich mache immer wieder mal auf schnell, weil sonst darf man ja jetzt mit dem Video überhaupt nicht fertig werden. Spoiler-Alarm! Ganz zum Schluss kommt noch eine im wahrsten Sinne des Wortes Hammer-Geschichte. Ja, immer wenn die Passagen auf doppelter Geschwindigkeit kommen, muss ich herzlich lachen. Also falls du lachen musst, tu dir keinen Zwang. Was ich an die Videos von dieser Burpee Girl, wenn man es so ausspricht, besonders gern mag, ist, dass da kein langes Vorgeplänkel gibt oder kein Gelabere zwischendrin. Die zeigt 5 Sekunden lang die Übungen. Du hörst ja dann immer wieder diesen Timer, und wenn es dann losgeht, machst du einfach mit. Die Übungen sind nicht schwierig und jede Einheit dauert nur ca. 40 Sekunden. Ja, so schnell, wenn es geht hat. Und hopp, 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 keine Müdigkeit vorschützen. Ja, mir tut's einfach gut und ich habe die Zeit, also warum soll ich die nicht mit meiner Meinung nach sinnvolle Sachen wie Gymnastik nutzen. Viele von uns sagen ja immer, ja, ich habe keine Zeit und so weiter, aber ich denke mal, wenn man es einfach das Handy einmal weglegt und sowas stattdessen macht, dann ist die Zeit auf alle Fälle sinnvoller verwendet. Was meinst du? Machst du auch regelmäßig Gymnastik oder irgendeinen Sport, Fitnessstudio, sowas? Winke, winke. Ich gehe normalerweise, auch wenn es junge Hund und Katzen ringt, jeden Tag aussehen, aber so eine spezifische Gymnastik ist halt doch was anderes, weil man ja ganz andere Körperregionen, sage ich jetzt einmal, anspricht.
Und der Ton, den du gleich hörst, der tritt dann immer kurz bevor eine Übung beendet ist auf und die nächste beginnt. Also du verlierst überhaupt keine Zeit. Das finde ich gut bei ihr. Und solche Übungen zum Beispiel sind super für den Aggressionsabbau. Wenn ich danach dann so richtig schwitzt bin, ja, und dann duschen gehe, dann kann der Tag gut starten. Vielleicht sind auch welche dabei, die sich da jetzt lustig machen. Denen kann ich bloß sagen, mit jedem Aufruf meiner Videos steigert ihr die Zahl meiner Follower. Also, danke, dürft ruhig lachen. Ich jedenfalls stehe zu allem, was ich tue. Und letztlich ist es doch auch so, wenn es mich allweil interessieren darf, was die anderen Leute denken, dann da die irgendein Leben führen, aber ganz bestimmt nicht das ich führen möchte. Manche Leute sind so damit beschäftigt, darüber nachzudenken, was andere Leute denken könnten, dass ganz auf das Allerwichtigste vergessen. Nämlich, so heißt ja auch mein Kanal. Einfach leben. Mein Hauptaugenmerk liegt drauf, ein Leben zu führen, das nicht nach außen gut ausschaut, sondern das sich nach innen wirklich gut anfühlt. Und wie schaut's bei dir aus? Übrigens habe ich außer der Hammer-Geschichte noch eine Neuigkeit. Dazu später mehr in diesem Video. Falls du dir vielleicht jetzt schon denkst, ah ja, was die sagt, das ist ja gar nicht so blöd, dann kannst du mir doch schon gerne ein Abo für meinen Kanal einfach leben da lassen und das Video liken. Aber wie gesagt, es ist noch nicht vorbei und es kommt noch was. Manche Leute meinen nämlich, wenn eine Werbung eingespielt wird, dann verdienst du damit ein Schweinegeld. Fakt ist aber, dass du deine Videos erst ab 1000 Follower überhaupt monetarisieren lassen kannst. Das heißt, und das bezieht sich jetzt nicht auf mich allein, sondern auf alle kleinen YouTuber. Ein Like und ein Abo für unseren Kanal ist so gesehen das Einzige, was wir davon haben. Natürlich macht es uns auch Spaß, sonst darf man es ja nicht tun. So, jetzt ist gleich vorbei. Das ist jetzt der Cooldown. Jetzt habe ich aber einen gescheiten Durst. Dankeschön, Burpee Girl, für das tolle Video. Jetzt erst einmal einen Kaffee. Ohne Kaffee geht bei mir in der Früh gar nichts. Und einen frisch gepressten O-Saft gönne ich mir jeden Tag. Ungewaschen und ungeschminkt, ausbaufähig, sage ich da. Erst einmal eine Haarkur
eine Gesichtspackung. Bei der Pflege meiner Zähne spare ich an überhaupt nichts, weil ich da in der Vergangenheit schon so ein Geschiss gehabt habe. Nach dem Duschen geht's jetzt erst einmal an die Stuck- und Spachtelarbeiten. Klecks Make-up auf die Hand und mit einem Schwämmchen ordentlich verteilen. Ich muss dazu sagen, ich mache das heute so, wie ich mir das ja selber irgendwie angelernt habe. Ob das richtig ist, keine Ahnung. Concealer für meine Augenringe. Ich finde, das bringt was. So wie in andere YouTube-Videos gelernt, tupfe ich den vorsichtig ein. Rest vom Make-up drüber. Falls zufällig eine Make-up-Artistin aus dem Chiemgau zuschaut, die Bock hätte, einmal ein Video zu machen, ich würde als Versuchskaninchen gerne bereitstehen. Das Rouge immer nach oben ziehen, hat eine in einem Video gesagt. Jetzt der Lidschatten. Da habe ich gelernt, hellere Farbe nach innen. Angeblich, wenn man schon ein bisschen älter ist, sollte das Auge optisch vergrößern und strahlender wirken lassen. Ob das stimmt, keine Ahnung. Ich mache es halt so. Etwas dunklere Farbe in die Lidfalte, auch das habe ich aus einem YouTube-Video. Und ganz hell direkt unter die Augenbraue. Aber ich lasse mich da von einer Fachfrau ganz gerne korrigieren. Im Gegensatz zu der Art, wie ich mein Leben führe, bin ich, was so technische Sachen anbelangt, nicht beratungsresistent und froh über jeden guten Tipp. Mal gescheit durchgestrubbelt, das ist halt das Praktische an einer Kurzhaarfrisur. Gelwachs ins trockene Haar und wieder rumzupfeln. Mit Haarspray fest betonieren. Lip Liner. Mit Lippenstift ausmalen. Passt doch, bin zufrieden. Fertig. Und ja, du siehst richtig, ich habe jetzt ein Mikro. Bin ich gespannt, ob jetzt vor allem, wenn ich draußen umeinander gehe, die Qualität von meinen Videos besser wird. Schauen wir mal. Bin jetzt fertig und ja, ich schminke mich und ja, ich benutze Pflegeprodukte und nicht nur Kernseife, wie mir manche kommentieren. Ja, du kannst das machen, wie du willst. Und ich mache das so, wie ich will. Und mir ist das nicht blöd. Und ich habe die Zeit dazu. Und ich habe auch Freude dran, mich zu pflegen und zu schminken. So, gleich geht's zum Einkaufen. Vorher aber noch der Praxistest für mein Mikro. So hört es an ohne Mikro. Und so jetzt mit dem Mikro. Jetzt bin ich echt einmal gespannt, ob da ein großartiger Unterschied ist. Damit du das richtig gut testen kannst, möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Gestern in der Früh hat sich mein Smartphone aufgehängt. Ja, dann habe ich mich geärgert, es ging gar nichts mehr, ich konnte weder aus- noch anschalten, den Bildschirm nicht mehr bedienen, nichts mehr. Dann bin ich hinausmarschiert zum Mediamarkt und habe mir dabei so meine Gedanken gemacht. Das Handy ist jetzt erst einen guten Monat alt. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ja, was ist jetzt, wenn die beim Mediamarkt sagen, so quasi, ich bin zu dumm, das Handy zu bedienen oder
es kann doch gar nicht sein, vielleicht ist mir runtergefallen. Also ich gehe jetzt bewusst vor dem Wasserrad, um festzustellen, ob das hinhaut mit dem Mikro, ob das wirklich was bringt. Ja, jedenfalls habe ich so leichtes Kopfkino gehabt und habe mir aber dann gesagt, da das also jetzt keine lebenswichtige Sache ist, jetzt reg dich nicht auf, es wird schon alles gut werden. Dann bin ich da rein, habe ihr die Problematik erklärt der Mitarbeiterin und dann hat sie gesagt, ja, das kommt öfters vor bei den günstigen Handys, dass sie aufhängen. Dann hat sie mir gezeigt, was man da machen kann, nämlich die Ausschalttaste gleichzeitig mit der Leiser-Taste drücken. Ja, und erst habe ich nur gesagt, na, das ist jetzt nicht einer ernst, oder? Das ist jetzt voll der Vorführeffekt. Und dann sagt sie, na, das haben wir öfters, das haben wir eigentlich täglich, dass sie Handys aufhängen. Und jetzt wissen sie ja, wenn es in Zukunft vorkommt, was zum Tor ist. Also, ich hatte mir im Vorfeld Gedanken um Dinge gemacht, die nicht eingetreten sind. Kennst du das? Und nicht nur, weil ich das Mikro testen möchte, sondern auch, weil ich diese Geschichte so wahnsinnig gut finde. Ja, manche von euch werden die Geschichte vielleicht schon kennen. Ein Mann möchte ein Bild aufhängen und er hat einen Nagel, aber er hat keinen Hammer. Okay, dann denkt er sich, ja, das ist ja gar kein Problem, weil mein Nachbar unter mir, da weiß ich mit Sicherheit, dass der einen Haufen Werkzeug hat und ganz sicher auch einen Hammer. Und dann fängt er an zum Überlegen und denkt sich, ja, allerdings ist es so, dass der Nachbar manchmal so ein bisschen abweisend wirkt, so unfreundlich und ich das Gefühl habe, der grüßt mich gar nicht richtig im Hausgang. Vielleicht ist es ja so, dass mich der Nachbar gar nicht mag und dann zu mir sagt, wie kämen Sie da drauf, dass ich einer einen Hammer leihe? Und dann denkt er und denkt und denkt und spinnt in seinem Kopf so rum. Und irgendwann einmal ist er so richtig wütend und hat sich praktisch in Rage gedacht, geht dann runter, klingelt bei seinem Nachbarn, der öffnet und dann sagt er zu dem, und das ist bloß Wissen, ich brauche einen scheiß Hammer nicht. Tja, das ist jetzt zum einen eben der Mikrotest und zum anderen mag ich die Geschichte einfach total gern, weil ja, die eigentlich für sich selber spricht.